Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, erstmal möchte ich mich für die Resonanz von dem letzten Video bedanken. Es ist natürlich noch in einem bescheidenen Rahmen, würde ich mal an der Stelle sagen. Aber Stand jetzt sind wir bei über 180 Klicks. Immerhin, so sind wir, was die Followeranzahl angeht, zweistellig. 19. Also ich bedanke mich bei jedem, der sich dazu entschieden hat, diesen Kanal zu folgen. Und deswegen mehr oder weniger motiviert mich das zu liefern. Und ja, aufgrund der Aktualität und nicht nur aufgrund der Aktualität, sondern auch, weil das so quasi, wie ihr hinten unschwer kennen könnt, meine Leidenschaft ist, möchte ich über das neue Heimtrikot vom 1. FC Köln reden. Ja, spielen tun wir noch nicht. Ich möchte mit euch über das neue Heimtrikot reden, das ich übrigens, wie ihr unschwer erkennen könnt, gerade anhabe. Okay, schreibt mal in die Kommentare rein, wer jetzt dachte, das wäre das neue Heimtrikot. Kommt, schreibt mal in die Kommentare rein, ob das neue Heimtrikot ist. Nee, also, wie ihr unschwer am Titel erkennen könnt, habe ich das hier "Ein Zwilling kommt selten allein" genannt. Ja, liebe Freunde, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem Trikot. Hier sprechen, boah, ich habe Dyskalkulie, ich weiß nicht genau, wie viele Jahre das sind, aber seit 1999 sammle ich Trikots und ich habe sage und schreibe mehr als 98, das heißt, ich kratze an den 100 FC-Trikots allein. Trikots von anderen Vereinen, die ich früher in der Sammlung hatte, wie zum Beispiel Ajax Amsterdam oder Real Madrid. Wobei von Real habe ich noch zwei Trikots, eins von Mijatovic und von Bodo Illgner. Ja, ich habe ein Bodo Illgner Torwart-Trikot. Ja, aber gut, das ist jetzt nur mal so am Rande. Das heißt, ich kenne mich mit der Materie so ein bisschen aus, oberflächlich gesehen. Für mich ist das halt Kunst und für mich sind insbesondere FC-Trikots in der Regel ganz besondere Kunstwerke. Vor allen Dingen diese drei Modelle hier hinten spiegeln einen unserer Spitznamen insbesondere wider. Und das ist Real Madrid des Westens. Und ich persönlich möchte an der Stelle sagen, gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Gucken wir uns doch mal dieses neu releaste Heimtrikot zusammen an. Ja, also, was soll ich euch großartig sagen? Als ich das hier gesehen habe, da dachte ich mir, okay, ist das wirklich alles, was ihr drauf habt? Ich persönlich bin ja so der Meinung, es ist okay, wenn du eine gewisse Konstanz in dem Style deiner Trikots so mit reinbringst. Wenn du es ungefähr so machst wie Celtic Glasgow, die haben immer grün-weiße Querstreifen. Arsenal London hat immer komplett rot mit weißen Ärmeln. Das sind halt so, die großen Vereine haben auch immer einen einheitlichen Stil. Und ich bin schon dafür, dass die Heimtrikotfarbe konsequent entweder weiß oder rot-weiß sein sollte. Rot komplett sollte immer das Auswärtstrikot sein, aber der Release lässt noch auf sich warten. Ich kann euch dann mal an der Stelle sagen, womit ich ein Problem habe, wenn ich mir das hier so ansehe. Guckt mal, diese beiden Streifen dort an den Schultern. Das sieht natürlich angezogen bei einem Spieler deutlich besser aus. Da stimme ich vollkommen zu, hab mir auch die Fotos angesehen, aber ich weiß nicht. Das sieht so unfertig aus. Das sieht wirklich, wie soll ich euch das sagen? Ich hätte es besser gefunden, wenn sich dieser Strich komplett bis zu den Ärmeln herunter bewegt. Oder wenn man auf diese beiden Striche verzichtet hätte und es bei diesen Hummelpfeilen belassen hätte. Das ist so das, was mir als erstes einfiel. Also es wirkt so fehl am Platz. Ja, fehl am Platz ist, glaube ich, genau der passende Begriff dafür. Das ist dann das eine, was ich leider negativ kritisiere. Also ihr seht ja, was ich hier gerade anhabe. Findet ihr wirklich, das unterscheidet sich großartig? Mich hat das ja schon hier an den Schultern genervt, dass das so unfertig war. Das wäre doch deutlich geiler gewesen, wenn sich das hier so komplett langgezogen hätte, wenn man wirklich durchgezogen hätte. Deswegen wirkt das Ganze so ein bisschen unfertig. Ich weiß nicht. Ich hab da schon ein kleines Problem damit.
Aber gut, wir wollen ja nicht nur auf negative Art und Weise kritisieren, denn wenn man sich beim Tragen dieses Trikots ein bisschen zur Seite dreht, dann fällt doch mal hier ein nettes kleines Detail auf. Ein kleines Easter Egg für die wirklichen Hardcore-Fans. Unsere Pylonen wurden eingebaut. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Andererseits denke ich mir, wäre vielleicht nice gewesen, die Pylonen etwas weiter nach vorne zu setzen, weil wer bemerkt das schon? Wer bemerkt schon dieses Detail, es sei denn, man sieht dich von der Seite? Die Idee an und für sich lässt schon darauf schließen, dass man sich ein bisschen Gedanken gemacht hat über dieses Trikot. Aber da es so reingesneakt wurde, sodass du es gerade mal so erkennst, weiß nicht, doch, ich weiß, das reicht mir einfach nicht, um zu sagen, dieses Trikot ist Bombe, das ist ein Baba-Trikot. Weiß nicht, keine Ahnung. Das ist einfach. Boah, wie soll ich das am besten ausdrücken? Leute, kennt ihr, für die Jüngeren vielleicht nicht, aber kennt ihr noch den Film Twins mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito, wo die beiden zwar Zwillinge sind, aber zweieiige Zwillinge? Nur halt, DeVito ist klein und pummelig, während halt Arnold Schwarzenegger ein richtiger Schwarzenegger ist, ne? Das ist für mich eine richtige menschliche Bezeichnung, wenn du so ein Tier bist. Du bist ein Schwarzenegger. Du bist nicht einfach nur ein Bodybuilder, du bist ein Schwarzenegger. Und das ist ungefähr so damit zu vergleichen. Es sind diese beiden Trikots sind zweieiige Zwillinge. Sie haben was gemeinsam, sind sich nahezu identisch, haben aber signifikante Unterschiede. Wie schon gesagt, hier seht ihr nochmal in der Nahaufnahme den Pylon. Ja, doch, das sieht schon nice aus, aber ich finde, es ist an der falschen Stelle. Es ist viel zu sehr reingesneakt. Entschuldigung, das räuspern mal wieder. Ich glaube auf jeden Fall, da ist eine kleine Erkältung mit dem Spiel. Dann kommen wir nochmal zu zwei Details, die mir schon, eins davon sagt mir schon seit letztem Jahr zu. Mittlerweile ist unser Geißbock hinten am Kragen dran. Also das finde ich richtig geil, denn Gott sei Dank kein spürbar anders. Schon seit letztem Jahr ist da hinten kein spürbar anders zu sehen. Ich verabscheue dieses Motto, liebe Freunde. Dazu gibt es eventuell dann demnächst mal ein eigenes Video. Nur zur Erinnerung, vielleicht einige Mitglieder von euch, die eingeschaltet haben, also FC-Mitglieder, die wissen möglicherweise, dass ich 2022 bei der Mitgliederversammlung gesprochen hatte und als letzter Redner eine sehr emotionale Rede gehalten habe, die sich dafür eingesetzt hat, dieses Motto abzuschaffen. Vielleicht sind wir langsam auf dem Weg. Zumindest was unsere Trikots betrifft. Denn gucken wir nochmal den inneren Kragen an. Unser Stadion. Und da, 1. FC Köln 1948. Können wir es langsam singen? Nie spürbar anders. Wir haben kein spürbar anders. Okay, ich hab den Scheiß falsch begonnen. Egal, scheiß drauf. Das cutte ich jetzt nicht. Kein spürbar anders. Das wäre nice, wenn das jetzt wirklich so der Wegbereiter ist, dass das abgeschafft wird. Wirklich ein unglaublich schlechtes und generisches und unkreatives Motto. Sage ich euch ganz ehrlich, weg damit. Wulle man nicht, buche man nicht, fort damit. Ne? Aber trotzdem möchte ich euch nochmal zeigen, wenn es immer heißt, ja, was willst du alles großartig machen, wenn du ein weißes Trikot rausbringst? Das kann man nicht einfach so behaupten. Siehe das Karnevalstrikot von der Saison 21/22. Ja, Konfetti und das Kölsche Stadtwappen zeigt ganz klar, ist ein Karnevalstrikot. Mich hat auch die Fliege gestört. Ich habe Gott sei Dank ein Modell erwischt, wo die Fliege gut reingenäht wurde, dass sie nicht so auffällt. Aber das zum Beispiel ist ein Beispiel für ein weißes Trikot. Denkt euch das Konfetti weg. Und das auch komplett funktioniert hätte. Rote Ärmel. Das ist zum Beispiel, wenn du so ungefähr so ein Trikot gemacht hättest, was so ähnlich ist, ja, dann hätte ich auf jeden Fall es, ja, wie soll ich sagen, etwas weniger unkreativ gesehen. Unkreativ gesehen, das ist wahrscheinlich so der passende Begriff. Oder auch hier das Jubiläumstrikot, das war ja mal ein Kracher schlechthin. Ja, wir reden hier von Schlichtheit. Und zum Beispiel auch Fabio, FC Fabio, mein guter Freund, der ist zum Beispiel einer, der feiert das neue Trikot. Was heißt, er feiert? Er findet es gut, er mag die Schlichtheit, aber ich sag ganz ehrlich, dieses Trikot hier, das Jubiläumstrikot, zeigt ganz klar, wie du es in Sachen Schlichtheit
perfekt machen kannst. Es ist einfach edel, die roten Akzente sind perfekt angesetzt. Denkt euch mal das beste FC-Wappen aller Zeiten weg. Denkt euch das mal weg, weil es ist das beste FC-Wappen aller Zeiten. Deswegen deutet es ganz klar auf eine Special Edition beziehungsweise Limited Edition hin. Aber das ist eigentlich so für mich ein perfektes Heimtrikot. Schade, dass das nur für ein Spiel getragen wurde. Sehr, sehr schade. Das hätte ich mir wirklich eine komplette Saison lang in dem Style gewünscht. Oder auch hier, unser allererstes Zweitligatrikot, unsere allererste Zweitligasaison 98, 99. Ich sag ganz ehrlich, dafür, dass wir zweite Liga gespielt haben, haben wir da wirklich abgeliefert. Dieses Trikot ist auch einer meiner Schätze der Sammlung. Da ist mir egal, was für Erinnerungen damit verbunden sind. Das ist einfach edel und die roten Akzente sind auch perfekt angebracht. Perfekt einfach nur. Ihr solltet es auch mal wirklich live vor euren Augen euch nochmal halten, wenn ihr es besitzt. Weil was hier so richtig geil ist, es ist so glänzend. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass dieser glänzende Style wieder zurückkommt. Ja, liebe Freunde. Dann kommen wir mal zu der Bewertung. Also bei mir ist das so, ich halte nicht viel von diesen 10 von 10, 9 von 10, 8 von 10 Bewertungen, weil ich finde das nicht aussagekräftig genug, wenn ich ehrlich bin. Ich mache das ganz klassisch. Ich benote in Schulnoten. Ich spiele hier den kleinen Trikotlehrer. Und der FC hat soeben eine Klassenarbeit geschrieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er ist ziemlich knapp an einer 4. Also ausreichend vorbeigeschrammt. Das wäre beinahe ein für mich ausreichendes Trikot gewesen. Aber einfach wegen dem kleinen Detail mit den Pylonen bin ich als Lehrer, weil man sich ja doch irgendwie Mühe gegeben hat, nochmal so gnädig. Und bin bereit, dem Ganzen eine 3 zu geben, allerdings mit einem Minus direkt daneben. Ja, das so viel zu diesem Trikot. Werde ich es mir kaufen? Nicht sofort. Das ist keins dieser Trikots, wo ich sofort in den Shop laufe und Schlange stehe mit den ganzen anderen Fans, wo ich dann sage, boah, nein, das ist dann irgendwann vergriffen und so weiter und so fort. Nein, diesmal bleibe ich geduldig. Ich bleibe geduldig und spare mal lieber mein Geld. Ich habe sowieso demnächst Urlaub. Keine Sorge, die 3 Wochen, die ich in Serbien bin, wird es Content geben. Das habe ich schon vor. Allerdings ein bisschen bescheidenerer Qualität. Es wird mit dem Handy gefilmt. Aber ich habe auf jeden Fall auch, nur mal so, nicht, dass es jemand geschrieben hätte, aber ich habe mich jetzt entschieden, dann doch meine Wohnung zu zeigen. Das war eine dumme Idee mit dem digitalen Hintergrund. Ich denke mal, das hier gefällt euch sicherlich besser. Wird es in Serbien so zwar nicht geben, aber nochmal back to topic, das Trikot werde ich mir erst später kaufen, wenn es im Sale ist. Ich muss sowieso, da ich die meisten Spieler, die jetzt verlängert haben und so quasi zu unseren Helden hochstilisiert wurden, da habe ich sogar von jedem bisher ein Trikot, auch Max Finkgräfe. Und deswegen warte ich mal ab, wie sich die anderen Spieler so machen. Das ist so, weil ihr müsst das nicht verstehen, das sind Trikotsammler-Argumente. Ich warte ab, wie die sich so machen. Kann sein, dass es Damien Downs wird auf einem der Trikots. Was ich auf jeden Fall, oder keine Ahnung, vielleicht Julian Pauli kann auch sein. Oder Bakatukanda. Wer weiß, ich schaue mir das mal an und dann hole ich mir ein Trikot von denen. Nur ob es dann das Heimtrikot direkt wird, wohl eher nicht. Da warte ich den Sale ab. Was ich auf jeden Fall in Kürze mir holen möchte. Aber da kommen wir beim nächsten Video dazu. Das wird das Torwart-Trikot sein. Das ist so ein... Ja, wir kommen bald dazu. Das ist so schon mal so ein kleiner Spoiler. Das ist so ein Must-Have für mich. Wie auch wahrscheinlich das Karnevalstrikot, weil es ist ja meistens eine limitierte Edition. Aber gut, liebe Freunde, das soll es dann für heute gewesen sein. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das so seht. Wie gefällt euch denn das Heimtrikot? Werdet ihr es euch zulegen? Findet ihr es vielleicht noch besser als ich? Findet ihr es bodenlos? Das würde ich gerne von euch wissen. Und dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns auch wiedersehen.